Kan jullie alle welkom van deel. We hebben de laatste tijd in een series doorgegaan. En de vraag wat we in deze series stellen is, wer is God? Want we würden uns diese Frage stellen für uns selbst, kennen wir, wer Gott wirklich ist? Kennen wir, wer er ist? Kennen wir ihn persönlich? Und das Thema von Deo ist, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und wir wollen von Deo sein, was meint dort Gott ist heilig? Und was meint dort, wir sollen auch heilig sein, dass er heilig ist? Laten wir anfangen mit dem Gebet. Liebe himmlische Vater, wir sind von dir so dankbar, dass wir können kommen, wir können Gott sein Wort horchen und hören. Wir sind dankbar, dass wir in Gott anbeten dürfen, was graut ist, was uneng ist. Gott, ich bete, dass die was von dir uns die Hort rieren, dass wir wollen die Beter noch folgen können, dass wir wollen die anbeten. Uns fehlt es an die. Besonders in dieser Zeit. Und ich bete Gott, dass die was uns von dir Mut merken haben, mit einem vollen, ganz hingegeben Hort, die noch folgen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Ich will von dir anfangen mit Jesaja Kapitel 6, 1 bis 5 lesen. Und das ist in dem Alten Testament, und das ist eine Stelle, wo Gott sich offenbaren wird, nur der Prophet Jesaja. Und Jesaja war in einem Tempel, und er sagt Gott sein Willen, er sagt, was will Gott von ihm. Und das passiert dann, und das gibt uns ein Bild, was meint er, dass Gott heilig ist. Jesaja Kapitel 6, 1 bis 5 sagt es das. Dort Jahr aus der König Jesaja starb, sah ich den Herrn hoch erhoben und auf einen großen Thron sitzen. Und dort äußerste eng von seinem Rock bedeckt der ganze Flur vom Tempel. Ramam sollten Seraphim, der jeder saß Flechten hatten. Mit 2 Flechten bedeckten sich die Gesichter, mit 2 bedeckten sich die Feit und mit 2 flogen sie. Sie raubten einer zum anderen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der alles regiert. Die ganze Welt wisst dort, wo herrlich er ist. Und wenn die so raupen, dann schadet der Schwall. Und dort Gebiet wie ganz voll Rück. Und ich seht, wo soll dort noch mit mir? Das kann mein eng sein, so als ich red. Und es ist nicht reich. Und ich sehe einer von den Volk, der nicht dort rechtet sei. Aber nu habe ich mit meinen Augen den König gesehen, den Herrn, der alles regiert. So, wir sind von dieser Forschung im Bild, wer Gott ist. Wir sind ein Bild von ihm, was uns soll der Hohe regieren. Wir denken nicht in Gott, was klein ist. Wir denken nicht in Gott, was so ist, als wir sind. Wir sind nur Menschen und wir können vielleicht mitfallen mit Jesaja hier. Wir sind, wo wir gerade kommen. Wir sind dort, wir haben Leben, was schwingt sind. Wir haben Reden, was schwingt ist. Und das ist, wenn wir sein, wer Gott ist, dort wir sein wirklich, wer wir sind. Und wenn wir sein, wer wir sind, und wir sein, wer Gott sind, ist, wir weiten, dort er ist für uns, dass wir sind. Gott ist Unsinn. Gott ist höher, als wir sind. Gott ist anders, als wir sind. Gott ist heilig. So, was meint dort heilig ist? Oder das Wort, was wir brauchen, das ist ein Wort, was wir viel brauchen von Gott. In der Bibel braucht das Wort viel von Gott. Was meint dort, wir heilig sind? Heilig sein ist, dort wird meint, apart gesagt. Dort ist apart von ordnet. Besonders heilig sein ist apart gesagt für Gott seine Ehre und Gott seine Herrlichkeit und sein Gebrauch. So, wenn wir sagen, Gott ist heilig, er ist apart von alles, was nicht Gott ist.
Wann wird heilig gemerkt wird, dort erst so wird apart wird gesagt für Gott seine Ehe, seine Herrlichkeit und seine Gebrauch. Das wird 430 Mal gebraucht in dem Alten Testament und wie 230 Mal im Neuen Testament. Heilig meint apart gesagt. So wo ist Gott dann heilig? Was meinen wir, wenn wir sagen, Gott ist heilig? Erstlich, Gott ist heilig, wenn er ist apart und er ist viel doller herrlich als irgendeiner irgend Wort. Er ist apart. Du ist nichts, was so ist als er. Wir sagen da ein paar sind da trägt, wo Gott ist über alles. Er ist der, was der Anfang ist von alles. Er ist buiten alles und er ist in alles. Wie kann das leicht verstehen? Gott ist ordentlich, ist wie sind. Er ist ordentlich, ist alles. Er ist apart, du ist keiner, was ist, was er ist. 1. Samuel Kapitel 2, der 2. Vers sagt es das. Du hast keiner, was heilig ist, so aus der Herr. Er steht ganz allein. Wir sind aus noch nicht, so Sache, aus wie unseren Gott. Das, was er sagen wird hier, er steht ganz allein. Er steht apart. Er ist heilig. Gott kann sich auch nicht ändern, sodass er bessern wird. Er kann sich nicht bessern, sodass er doller heilig ist. Gott ist in den Klaus ganz apart. Und dann, wenn wir von Sinn reden, Gott ist ganz apart, er ist apart gesagt, von Sinn. Wo Gott ist keine Sinn. Gott ist so weit apart gesagt, er ist so heilig, dort wo er ist keine Sinn. Er ist ganz apart von Sinn. Er hat keine Sinn in ihm. Gott ist perfekt, er ist vollkommen. Das meint auch, dass du hast kein Schonplug oder Plag in ihm. Er ist ohne Fehler. Er ist ohne Sinn. Vorher trägt, wenn ich ging, wie wir in der Schule und wie es in der Klasse, wir gingen gewisse Dinge durch und da wir in der Science Experiment, wie die gewisse Dinge studieren, wo dort wirklich wir in dort, was Gott gemerkt hat. Und da wird der Winter und nur noch Bürger, das schneit und das schneidet blieb der Winter über. Und was wir deuten ist, wir gingen rüt und noch groß geschneit und wenn ihr das weiten, wo das Büten loten wird, wenn er groß geschneit hat, das ist eine reine, witte Schnee. Und wir würden gern sagen, du hast nichts, was Wetter ist frische, reine Schnee. Aber das interessante Ding wir nehmen einen großen, 4 kleine Arme, wir schaffen dort voll frische Schnee. Und dann nehmen wir dort Schnee ab und wir ran dort durch einen Kaffeefilter. Und was uns abfällt wir, ist, wenn dort Wasser durch das Filter rangeht, du wirst sehr viel Schweinchen, mein Gott, rein Schnee. So sehr wie, wenn wir auch fertig glauben, wir sind rein, wenn wir glauben, wir sind heilig, wenn wir glauben, wir leben ein Leben, was der Port gesagt ist für Gott, wir sind ein bisschen dort Schnee. Wir haben viel Schweinchen, mein uns. Gott ist nicht so dort Schnee. Gott ist ganz apart von Sinn. Du hast keinen Sinn. Und wenn wir auch glauben, wie unsinn sind, wir sind nicht rein, denkt uns Gott. 3. Mose Kapitel 22, 33. Vers sagt es das. Dort mein heiligen Namen nicht verehren. Dort, so dort ich heilig gehalten war, machte Israeliten. Ich sehe der Herr, der jünt heiligt. Gott sein Namen, Gott seine Natur ist heilig und wir sollen sein Namen heilig haben. Wir sollen nicht sein Namen artig brücken. Wir sollen nicht ehren,
mit wo wir sie nun brücken, wenn Gott ist herrlich. Interessante Ding ist, Gott sein Name in der Alten Testament für Yahweh. Und die Israeliten hatten dort Maut, sie würden nicht Gott sein Namen ablösen sein, wegen sein Namen wie so herrlich. Sie fallen sich nicht wert, den Namen zu sein. Gott sein Name ist herrlich. Und wenn sie dort schrieben, sie dort noch schrieben, so dass jeder einer weiß, was dort wird meint. Aber da war nicht ganz ausgeschrieben, wegen sie tauten Gott sein Namen Yahweh zu herrlich. Das ist, wo wir sollen Gott ansehen. Wieder dort, was Gott tut, seine Wege sind auch herrlich. Psalm 77, der 13. Vers sagt es dort. Gott, dein Weg ist herrlich. Wo ist ein Gott, so groß ist unser Gott. Paar sind dort wieder, wo wir sein, wo Gott gerecht ist. Und dort meint dort, alles, was er tut, ist recht. Das ist nichts, was er tut, ist, was artig ist. Und er hat immer eine Rechtigkeit mit was er tut. Wieder dort, was Gott tut, ist auch herrlich. Dort ist ein Port gesagt von Sinn. Dort ist ein Port gesagt von was artig ist. Und dort ist immer gut. Gott seine Wege sind herrlich. Wieder die Bibel lehrt uns, dass Gott sein Jängen wird als herrlich. Dort meint, dort, der steht, wo Gott ist, kann keine Ungerechtigkeit dort verdrehen, was nicht herrlich ist. Gott ist so apart gesagt, Gott ist so herrlich, dass nichts kann in seinen Gängen wird sein, was nicht herrlich ist. Nichts erst in sich selbst wird zum Vater Gott kommen, büter dort, was Gott herrlich gemerkt hat. Ich denke an den Vers, was wir in 2. Mose Kapitel 3, der 5. Vers lesen, und das redet von Moses, und wo Vater Gott kam nach Armen. Hör mal, was Gott sagen wird. Da sagt es dort, und Gott sagt, komm hier nicht nur und nimm den Fautig auf, der steht, ob wo du stehst, als heiligt lohnt. Moses wie nie Vater Gott. Und Gott sagt, wenn du für mich tun das, nimm den Fautig auf. Nimm den Fautig auf und ihr mich wegen Achsen herrlich. Die Frau wird wieder an uns selbst vielleicht sollen freuen als das. Tun wie Gott, so ist herrlich. Wenn wir Vater Gott sehen, Vater Gott kommen und in seinen Gängen wird sind, sei wir uns das herrlich. Psalmen 24, der 3. Vers ist das. Wer darf auf den Herrn sein Bauch stehen? Und wer darf in sein herrliches Städt stohnen? Er redet von, wenn wir in den Tempel kommen, oder die Israeliten in den Tempel kommen. Der steht, der wie herrlich. Und so fern, ich glaube, mit wo wir reden und wo wir Vater Gott kommen, wir sind so glücklich, wir sind so undauntig. Wir tun Gott nicht ehren, wenn er ist herrlich. Das ist Vers sagt, Gott ist herrlich. Ein Ding, was dann uns sehr klar ist wenn wir Vater Gott kommen dann. Und er herrlich ist, und da wir wissen, und da wir wissen uns glauben, und wir verstehen da wer Gott ist, da wo wir verstehen, dass wir nicht herrlich sind. Können wir das wirklich verstehen, dass wir nicht herrlich sind? Wir sind nicht apart, so Gott apart ist. Dort ist nicht, wo wir geboren sind. Wir sind in Sinn geboren. Wir sind nicht herrlich geboren. Wir sind ausschuldig geboren. Gott sieht Dinge an, das ist ausschuldig. Aber wenn wir wieder leben und entscheiden zum Sünden, wir sind nicht herrlich. Aber Gott ist herrlich. Wieder ein Ding, was die Bibel lernt, ist, dass Gott hat eine Ehe
gängen alles, was gäng seine Herrlichkeit stunden det. Alles, was gängen Gott seine Herrlichkeit stunden det, als Unger Gott seine Euer. So dit ist, wenn Gott ist perfekt, er ist ohne Fehler, du hast kein Schonplak in ihm, und sein Gängen wird als perfekt, heilig, ohne Sinn. Und dann, wenn da was schwindet in den Gängen wird kommen, dann geht Gott seine Euer durch ihm und seine Euer regt ever dort, was nicht heilig ist. Wir denken dann, wo ist das dann, dort, wie kann so leicht Sinn, wie kann Sinn ever ticken so zu sein in unsere Erlebnis, aber Gott hat nicht den, der kann das nicht tun. Warum ist das? Wenn wir geduldig sind mit uns in der sind, wir tun dort wegen wir weiten, dort wir seltsam sind. Zum Beispiel, wenn wir sein dort, da wir sein ans Partner der lehen, oder die wollen würdig, oder wir tun dort vergeben, wir sein dort sind don't. Wegen wir weiten selbst, dort wir haben vielleicht Trouble mit selbst sind, oder wir haben Trouble mit anderen sind. Aber Gott braucht nicht rümerken für unsere Sinn, wegen er Sinn hat. Er braucht nicht rümerken, wegen er hat keine Sinn. Er ist heilig. Und wenn er ganz heilig ist, seine Euer ist ever sind. Gott ist nicht so wie sind. Und er kann keine Sinn verdrehen, wenn er ist heilig. Wieder die Bibel lehrt uns, dass Gott ist in Feuer, was alles was verbrennen, was nicht heilig ist. Hebräer Kapitel 12, 28 und 29 sagt es dort. Willst wie ein unbeweglich Reck kriegen, weil wir dankbar sind und Gott dienen mit Hochachtung und Furcht, so uns am dort gefällt. Nou, hör mal, was 29 sagt. Wilt unseren Gott als ein vernichtender Feuer. Ich war in Alberta ab und du hast viel mehr Wildes hier. Und da wir jedes Jahr, wo wir hier in von Feuer, was in der Wild wir, wo da viel beim wir ein Forest Fire, Wildnisfeuer. Und diese Feuer, die wird in einer kleinen Stadt anfangen. Und die Feuer, die wird so heiß werden, die wird alles verbrennen und nur ein paar Sekunden. Und die wird eben Riefer hupsen. Eine heite Feuer. Und da wird eine große, starke Flamme sein. Da wird so heiß werden, da wird es nicht weiter mehr. Und alles, was fertig ist, ein Feuer wird verbrannt sein. Dort ist das Bild, was der Schreiber von Hebräer will haben, wir sollen begreifen. Gott ist den Feuer, den vernichtenden Feuer, gegen alles, was nicht heilig ist. Dann fragen wir uns das dann. Wo kann Gott seine Euer gegen Sinn haben? Ist es nicht artig in Euer haben? Ist es nicht artig zum da sein? Nein, das ist nicht artig in Euer haben. Die Bibel sagt, wir sollen Euer haben, aber nicht singen. Und das ist in Epheser. Und die Bibel sagt auch, wir sollen nicht würdig sein, wir sollen nicht Wort haben. Der englische Wort ist Rage. Wir sollen nicht Wort haben. Was ist der Unterschied zwischen Wort und Euer? Wort ist eine Euer haben, was unter Kontrolle ist. Dort ist, wenn wir überkommen sind mit Euer und wir lassen uns Euer uns betrieben, sodass wir Dinge dann unbedingt. Wir sind Menschen, die in Fehler leben und wir können uns selbst nicht kontrollieren für diese Euer. Gott ist nicht so. Seine Euer hat den Grund in seinem vollkommenen Charakter. Er ist perfekt und seine Euer ist perfekt. Gott wird niemals strafen.
Gott, der niemals seine Eier loten evasieren kommen, uit Wort. Gott hat nicht Wort. Gott hat Eier. Aber hier ist der Gott nodig. Wenn wir diese unterhorchen und wir fangen uns selbst zu sein und wir sein, wo kart wir kommen und wo wir unter Gott seine Eier sind, wegen wir nicht heilig sind. Hier ist der Gott nodig. 2000 Jahre trägt, Gott kam und lebt mank uns. Und nun Jesus Christus hat dadurch, dadurch Jahre gelebt, den die Römer und die Pharisäer verkreuzen. Und du ab den Kreuz, wenn Jesus durch den Kreuz hängen deit, sagt Gott alle seine Eier und Jesus non. Dort hängt von Jesus rauf, seine Eier. Und Jesus, wenn er perfekt wird, tut der Preis für unser Sinn, so dass Gott seine Eier können von uns raufgenommen und an Jesus Christus abgesagt. So dass wir können frei gehen und wir dürfen nicht mehr ohne Gott seine Eier sein. Vielleicht bist du hier von dir und die hörst das und auch von dir. Und du denkst zu dir selbst, du verstehst nicht, was ich getan habe. Du weißt nicht, was ich getan habe. Ich bin ein Sünder. Ich habe in schwere, tiefe Sinn gelebt. Hör mal, was Johannes Kapitel 1, der 9. Vers sagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller unserer Gerechtigkeit. Die Dinge, die nicht gerecht sind in unserem Leben. Die, Gott uns von waschen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, brauchen wir nicht mehr unter Gott seine Eier sein. Wegen wir hat Jesus Christus angenommen, das uns heilt. Wieder die Bibel lehrt dort, welche Dinge, welche Städten, welche Dinge sind apart gesagt für Gott. So wie sein, wo Gott heilig ist, und Gott hat der Recht, haben in euer Hand Sinn. Die Bibel lehrt uns auch, dass wir sollen welche Dinge apart sagen. Gott sagt, welche Dinge apart. So ist heilig. Und wir sollen die Dinge heilig tun. Und wir sollen uns selbst das heilig tun. Das sind ein paar Dinge, die wir müssen verstehen von Dingen, die heilig sind. Du hast einen großen Unterschied zwischen wann was heilig ist und wann was heilig worden wird. Zum Beispiel, Gott ist heilig, dort ist Port von wer er ist. Er ist ein Port. Und dann sind die gewisse Dinge, die wir können ein Port sagen, die wird euch nicht heilig werden. Wir können die ein Port sagen, so dort die sind ein Port gesagt für Gott. Das sind ein paar Dinge, die Gott hat ein Port gesagt, das ist heilig. Und dann sagt er, das sind ein paar Dinge, die wir sollen ein Port sagen, das ist heilig. Wir sehen in dem Alten Testament, dass Gott hat welche Städten heilig gemerkt. Und wir sagen euch, wo der steht, wo Moses stund, den Vater Gott, in sie gängen wird, der ist der wir heilig. Und dann wieder in 2. Mose Kapitel 26 lesen wir, wo du wir in der Tempel, da wir eine steht, oder der Tabernakel, da wir eine steht, wo der heilig wir. Da wir die brennende Stove, und hör mal, was die in 2. Mose Kapitel 26, 33. Vers sagt, es steht. Heint die Gardin und die Herkes und stellt die Kiste mit den gebauten Durchhänger. Der Gardin wird der heilige Stove von der allerheiligsten Stove üten Ornda teilen. So hier wie eine Stove, das wir wo der Kosten wir, wo die gebaut werden werden. Da wir eine Stove. Und dann wieder der allerheiligste Stove, wo dort wir wo Gott wir.
Dort ist wo wie eine Gardine, wat dazwischen wir, zodat die Uten onda gedeilt werden. Dit wie eine Stadt, wat heilig wie heilig, da wie ein Port gesagt, für eine sehr besondere Gebrauch. Dit wie eine Stadt, wo die Priester würden ankommen, die würden Opfer geben für die Menschen in ihrer Sinn, zodat Gott würde den Sinn vergeben, die was die Israeliten haben getan. Gott hat für gewisse Deel heilig gemerkt. Und wir sehen das in der Sabbat. 1. Mose, Kapitel 2, der 3. Vers steht. Und Gott sah den 7. Tag und sah den Apport. Und hier wird Apport. Er mögt dort heilig. Und seht dort der heilig wir. Dort wir ein Tag, was heilig wir. Er sah dort Apport. Das wir einen besonderen Tag. Und er sieht dort als heilig. Und dann sagt er, wo wir sollen, und dort ist der Ingegrund, woran wir nicht, oder die Israeliten nicht sollen auf den Sabbat schaffen. Und dort ist, will er den Tag abhört mit seiner Arbeit, und da er alles mögt. Wir sollen den Tag apart sagen, oder die Israeliten sollen den Tag apart sagen, wenn der heilig ist. Wieder die Bibel sagt, dass Gott hat gewisse Menschen apart gesagt. So in der Alten Testament, da wären gewisse Menschen, die Israeliten, was Gott von allen Völkern rausnehmen leiden und sagt er apart. So hier ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wann wird heilig gemerkt, dort meint nicht, dort wird apart wird gesagt, erst ut sich selbst rein und heilig. Dort Gott sagt dort apart, und mit dort als apart sagen, merkt Gott dort heilig. Die Israeliten in 3. Mose, Kapitel 26, da sagen sie, die sollen für mich heilig sein, weil auch der Herr sie heilig. Ich habe ihn uit der Völker uitgewählt und dort je mich gehören. Die Israeliten sind nicht wegen sie brüderliche Menschen sind, aber Gott hat die uitgewählt für seine Herrlichkeit, seine Ehre, und er hat die apart gesagt. Und hier ist ein Ding, was wir als Christen von dem und da müssen verstehen. Gott hat Christen heilig gemerkt. Und mit dort meinen wir, und mit dort verstehen wir, dass Gott hat die Christen apart gesagt. Wir sind apart gesagt für Gott seine Ehre und seine Herrlichkeit. Die Bibel lehrt auch in Hebräer Kapitel 12, der 14. Vers, dort sagt es das. In der engen Vers 14 sagt, wo ohne keiner, oder er sagt, ein Stref nur der Heilung, wo ohne keiner den Herrn seinen Wort. Ohne dass wir apart gesagt worden, ohne dass wir heilig wurden, wird keiner Gott sein. Keiner kann vor Gott stehen, büter, dass der heilige Markt ist. Und wir handeln sein, wir sind nicht heilig von Geburt. Wir sind nicht geboren als heilige Menschen. Uns fehlt dort an Gott, dass uns Gott uns nehmen wird, so wie wir sind, und saten uns apart, merken uns heilig für seine Ehre und seine Herrlichkeit. So wo wird Gott uns heilig merken? Das interessante Ding ist, wenn wir die Bibel lesen, dann redet die Bibel von Christen, die sind die Heilige. Die sind in Engelssprach wieder wird Saint. Die sind die, was Gott apart gesagt hat. So wo wird Gott uns apart sagen als Christen? Wo merkt er uns heilig, so dass wir können in Gott seine Heilige gängen wird sein? Gott wird uns raten durch Jesus Christus. Wie wir ihr Schwinsch, wie wir voll sind. Und wegen was Gott durch Jesus Christus da am Kreuz, hat Gott uns rein gewaschen von unseren Sünden,
So dort wat ich wünsch wir als nu rein. Dort wat euch reicht wir als nu reicht. Nicht wegen wir nu reich sind, aber Jesus Christus hat uns gerecht gemerkt. Er hat seine Gerechtigkeit an uns abgesagt, so dass wir nu gerecht sind und wir können nu heilig sein. Und das ist durch, was Jesus getan hat, dass wir können heilig sein. Wir können apart gesagt sein. Titus Kapitel 3, 3-5, ich wollte Vers nicht lesen. Dort sagt, ich lebe in all Sorten Sünden. Aber der kommende Zeit, wenn uns Freunde ihr Gott, uns Heiland für ein Tag kommt, und er merkt uns heilig. Gott merkt uns heilig. Es ist nicht meistens nicht begriffen, das ist unbegreiflich, wo wir können, wer Sünder sind, heilig worden. Das ist nicht wegen, was wir tun haben, aber das ist wegen, was Gott hat getan. Wir sollen apart gesagt sein für Gott und wir sollen dann dort auch nur leben. Und das ist das letzte Part von diesem Sonntag. Wir als Christen sollen dann dort leben, wo wie verherrlich sind gemerkt. Wir sind apart gesagt. Wir würden dann fragen, für was sind wir apart gesagt? Dort wird apart gesagt, da wird nicht apart gesagt, bloß so dort apart ist. Dort ist apart gesagt von der Ursache. Was ist die Ursache? Wir sollen Gott nur leben. 1. Petrus Kapitel 1, der 15. und 16. Vers sagt es dort. Aber so als der heilig ist, der jünt abgenommen habt, soll je auch in alle jene Wege heilig sein. So hier sei wie, wenn Gott heilig ist, er hat was abgenommen, nu soll wir auch heilig sein. Und er redet von dem Alten Testament, das ist in 3. Mose Kapitel 19, der 2. Vers, was er hier lesen wird. Willst dort steht geschrieben, ihr sollen heilig sein, und du wegen soll je heilig sein. Ich sie heilig, und du wegen soll je heilig sein. Gott ist heilig. Und wenn wir apart gesagt sind von ihm, wir sollen dann in seinem Leben dort wie heilig leben. Dort meint uns Leben als apart gesagt für Gott. Wir leben nicht für uns selbst, wir leben nicht für die Welt, wir leben für Gott. Dort ist, was es meint, dort wir heilig sind. So Gott hat uns apart gesagt, so dort wir rein sind. Wir wollen ganz rein, wir wollen heilig, wir wollen apart gesagt, durch Jesus Christus, wenn wir uns bekehren. In Englisch spricht wir dort wird Justification, wir bekehren uns, Gott rat uns, Gott merkt uns heilig. Und dann schafft Gott in uns und er wird uns heilig merken. Das ist ein Ding, was einmal angehen wird. In Englisch sagen wir sanctified. Heilig merken. 1. Korinther Kapitel 6, der 11. Vers sagt es dort. Und er redet in 10. Vers von, wo wir einmal leben. Und er sagt es dort in der 11. Vers. Und so sind einige von jünt gewesen. Aber nu sind die rein gewaschen, die sind geheiligt. Die sind gerecht geworden durch den Namen von unserem Herrn Jesus Christus und durch den Geist von unserem Gott. Wir sind rein gewaschen. Und das ist ein Ding, was Gott in seine Finger tut. Jeder Tag wird er uns Dollar waschen, sodass jeder Tag wir sind Dollar, dass wir dort liegen dann, für was wir apart sind gesagt. Und dort ist heilig sein, dass Gott ist heilig. Dort ist, was Gott in uns tut. Aber Gott sagt auch noch uns, wir sollen uns port tun. Wir sollen uns port tun, dass wir auch heilig sind. Wir sollen uns selbst apart sagen. Wir sollen uns selbst so heilig tun.
En dit wordt dan ändern, wie wir leben. Wenn da wat ist, wat nicht stemmen det, mit heilig sein, wat apart gesagt ist, für Gott, wie lohnen die Dinge dann doch? Wegen, wir sind heilig. Wir sollen Gott nur feiern mit unser Körper. Wir sollen unser Körper tun, das ist heilig. 1. Korinther Kapitel 16, 19 Vers 6 steht. Oder weit wie nicht, dort dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in wohnt, den je von Gott haben. Je jünt nicht selbst. Wir sollen uns Körper brücken, oder wir sollen uns Körper apart sagen, dort uns Körper wird gebraucht für die Dinge, was Gott ehren wird. Wir als Christen, wir sind fertig so undautig, mit wo wir uns Körper brücken tun. Wir passen nicht ab. Und wir lassen uns Körper in Städten gehen, wo wir nicht heilig sind. Wir lassen uns Körper Dinge sein, die nicht heilig sind. Wir lassen uns Körper gefällt mit Dingen, die nicht heilig sind, die gegen Gott sind. Wir lassen unsere Uhren sein, Dinge sein, die nicht heilig sind. Die Bibel sagt, hier sei klar, wir sollen uns Körper apart sagen, so dass er heilig ist. Wenn Gott heilig ist, ein Ding ist mir klar geworden. Ich habe ein über 20 Jahre, wo ich mit Gott gewandelt habe. Und es sind viele Tiden, wo das sehr gut wird, und wir Tiden, wo das schwer wird, um Gott nur folgen. Aber ein Ding habe ich gelernt. Die, was Dollar und Dollar Gott lernen kann, wollen sich selbst besser lernen sein. Wer sie wirklich sind. Und das interessante Ding ist, der Dollar und Dollar, wie heilig waren, der Dollar und Dollar, wo wir sein, wo wir nicht heilig sind. Wegen Port von heilig sein und heilig waren, erst da wir lernen Gott besser kennen. Und wenn wir Gott lernen besser kennen, dann wollen wir sein, wo Gott heilig ist. Und wenn wir sein, zum Beispiel, wir sind hier in uns Wandel mit Gott, und wir sein Gott, ist heilig, der Dollar wir nicht moven down. Der Dollar sei wie Gott, das er wirklich ist. Und der Dollar sei wie, wo wir nicht vollkommen sind. So ich will uns von dem Mut merken. Wenn wir uns Dollar und Dollar hingeben, und durch dort sei wie mehr und mehr sind, dort meint nicht, dass wir größere Sünder waren. Dort meint bloß, dass wenn wir Dollar und Dollar Gott seine Heiligkeit verstehen, sei wie unser Sinn Dollar. Und wer wir den Sinn nicht loten in uns Leben, wer wir den Sinn in Jesus bringen, so dort er kann die auch reinwaschen und wir können jeder Tag Dollar und Dollar Gott licken. Ich will von dir schließen mit uns merken. Wer wir nicht indautig sein. Wer wir nicht glücklich sein. Gott hat, wie wir in Christus sind, apart gesagt für seine Gebrauch, seine Ehe, seine Herrlichkeit. Wer wir uns Leben dann hingeben, so dass Gott kann uns brücken für dort, was er uns vergemerkt hat. Wer wir schließen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind von dir dankbar für diese Gelegenheit, was wir haben, taub zu kommen und Gott sein Wort zu hören. Gott, ich bete, dass du uns von dir wiesen, wer du bist. Und wenn wir sein, wer wir sind, Gott, ich bete, dass wir nicht mautlos waren, aber wir wollen mautfoten, dass wir die mit einem handgegeben Hort haben, oder nur folgen. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.